Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm Pelzig. Und jetzt sollen wir hier zur Gesellschaft weiblicher Krieger, um dort Verehrer zu treffen. Du ist er ja auch schon. Ihr schon wieder. Ihr habt Glück, dass ich in besserer Stimmung bin, Männche. Ich wollte euch schon foltern lassen, aber mein Zorn ist verraucht. Kein Grund, so nervös zu sein, na. Ich bei euer Dienste für intimere Dinge... Moment. Wenn ich euer Dienste für intimere Dinge benötigt, werdet ihr schon längst nackt und nass geschwitzt. Nee, ich brauche euch für etwas anderes. Ihr habt mal besondere Beziehung zu Solauffeind sicher bemerkt, ja? Statt mich nicht so unverblümt an. Unsere Feindschaft ist offenkundig. Seine Unverschämtheit ist nie mehr auszuhalten. Ich kann das nie mehr länger hinnehmen, sonst riskiere ich nochmal Position in Lords Hierarchie. Aber ich kann keine Maßnahmen ergreifen, die auf mich persönlich oder mein Haus hindeuten können, ohne einen Krieg zu riskieren. Also werden ihr für mich die Maßnahmen ergreifen. Ihr werden Solauffeind töten. Was für Belohnung? Eure Belohnung ist euer fortwährende Existenz und mein fortwährende Gunst. Ihr werden's machen, weil ich es euch befehle, oder ihr werden unglaubliche Leide erdulden müssen. Wir sind Drow, und Drow zeigen keine Gnade. Meine Chance wird kommen, und ich werde sie mir nicht von der Schnake auf meinem Rücken zerstören lassen. Beziehungsweise Schnook auf Pelzig, nicht Schnake. Solauffein ist vorerst von seiner regulären Pflicht entbunden. Ihr findet in seinem Quartier eine Gesellschaft der männlichen Kämpfer. Dort schmollt er vor sich hin, wie immer. Ihr werdet euch nicht erwarten, aber noch wenn ich ja wieder eure wahre Absicht errote. Er wird euch begrüßen und bringen dann um. Die Angehörige von meinem Haus werden die erste sein, die mal verdächtigt, für seinen Tod verantwortlich zu sein. Aber ihr werdet von keinem Haus unterstützt, ihr werdet oberhelligte Fuhkummer. Ist alles erledigt, nehmt ihr sein Piwafwi-Umhang und bringt ihn mir zurück. Das ist eine erstklassige Trophäe. Das wäre alles. Verstehen ihr, um was ich euch bitte, Weltrin? Sollten ihr jemand davor erzählen, wäre das euer sicherer Tod. Verwahrt mein kleines Geheimnis, dann war ich das eure. Na, ich verstehe, ich werde ein selbstgerechter Bastard-Töter. Es tut gut, wenn ein Männchen der Drow so viel Machtlüsternheit an den Tag legt. Bewahrt euch die Einstellung, Weltrin, und die Dinge hier in Ustnata werden sich günstig für euch entwickeln. Und jetzt geht, ihr habt 3 Tage Zeit, den Nazi erledigt, um mit seinem Umhang zurückzukehren. Enttäuscht mich nicht, Weltrin. Ja, das war das, was ich in der letzten Episode gemeint habe, von wegen die Anna-Sache, die man erledigen kann. Man kann jetzt natürlich hingehen und sagen, hey du, ich mach dich fertig, ich bring dich um. Und ja, dann ist die Sache auch erledigt. Oder man sagt, Solauffein, ich verschone dich. Und wenn man ihn verschont und einfach nur sein Piwafwi nimmt, oh, da gibt's aber Schönes, wenn man einfach nur sein Piwafwi nimmt, ja, oder sich von ihm geben lässt, dann erscheint er später nochmal to the rescue, könnte man sagen. Und dann gibt er ihm nochmal gefälschte Drache-Eier, die später wichtig sein werden. Also mehr verrate ich jetzt auch nicht. Und ja, dann erreicht man aber ein gutes Ende und das will ich nicht. Armreifen des Fesselns. Die Armreifen wirken wie Armreifen der Spezialisierung. Wenn man sie allerdings anlegt, fesseln sie die Handgelenke des Trägers auf magische Weise aneinander. Dadurch wird es äußerst schwierig, Waffen zu führen oder Zauber zu wirken. Die Drow verschenken diese Armreifen manchmal als Belohnung für erwiesene Dienste. Normalerweise glaubt das Opfer, einen mächtigen magischen Gegenstand erhalten zu haben und legt die Armreifen an, ohne sie zuvor auf magischen Weg zu identifizieren. Und genau deswegen identifiziere ich immer alles und lege nicht einfach das Unidentifizierte an. Oft treiben die Drow ihr grausames Spielchen auf die Spitze, indem sie einen Hakenschrecken beschwören, sobald das arme Opfer die Armreifen angelegen hat. Besondere Fähigkeiten, Zauberversuche scheitern zu 75% und ETW 0 plus 5 und Schaden minus 5. Ja, das ist schon ziemlich heftig hier, das Zeug. Das wird auf jeden Fall dann noch verkauft. Okay, also wenn ihr das auf gutem Weg mal selber spielen wollt, wenn ihr das gute Ende erreichen wollt und die Eier vom Silberdrache retten wollt, müsst ihr Solauffein hier verschonen. Aber wir sind ja allesamt Drecksäcke und Mistkerle und wir umzingeln ihn und das war's jetzt. Was ich tun muss, wenn ich es tun muss. Merkt euch das gut. Weltrin, was macht ihr hier? Die Mutteroberin hängt doch nicht so schnell wieder Aufgabe für mich, oder? Ja, mir wurde freigegeben, mich auszuruhen. Nee, Solauffein, ich wurde hier geschickt, euch zu töten. Es ist Zeit zu sterben, Dummkopf. So, jetzt handelt's also, was? Es muss hier so enden auf die eine oder andere Art. Na, aller hopp. Ihr werden in mir vielleicht das Ziel finden, Winseln des Hundejunges. Ja, der wäre auch nie so alt geworden, wenn er ein Schwächling gewesen wäre. Aber er ist ein stinknormaler Krieger, bringt 6000 Erfahrungspunkte. Und das war's. Er hat einen Krummsäbel, Adamantit, Drow Adamantit Kettenhemd plus 5 und einen Piwafwi-Umhang.
So, der bringt Charisma +2. Der bringt nochmal im Schatten verstecken +75, leise bewegen +75% und Rettungswurf gegen Drachen Odin +6. Der Umhang gehört dem Drow-Krieger Solaufein. Der Träger des Mantels erhält einen Bonus auf im Schatten verstecken und leise bewegen. Die besondere Magie des Mantels beruht auf den feinen Adamantitstreifen, die von hochbegabten Drow-Webern in das Material eingefügt wurden. Der Herr zerfällt er zu Staub, wenn man ihn aus dem Unterreich ins Sonnenlicht bringt. Aber hier ist er uns auf jeden Fall unglaublich nützlich. Und das Ding kann, glaube ich, erst einmal an Viconia. Nee, er kann es nicht tragen. Na gut. Das bringt ihm nur was Schlechteres ein. Und er hat doch auch nicht die Stats dafür. So. Ne, ich würde sagen, ich nehme das Zeug von Solaufein. So. Auch wenn das jetzt keinen Unterschied mehr macht, aber ich nehme Solaufeins Zeug. Drow, Chromsäbel +3. Ja, komm. Das ist eigentlich auch Müll. Na gut. Jetzt habe ich Solaufeins Zeug. Und jetzt habe ich seinen Piwafwi. Er ist tot. Hat nicht besonders viel gebraucht. Also er war ein bisschen stärker als die Drow-Klerikerin Kiloe, die ich getötet habe. Aber, ja, das ist eigentlich ziemlich gammelig gewesen, muss ich sagen. Solaufein ist ja nur in Anführungszeichen ein Krieger. Der ist nicht besonders stark, denn kann man mal locker flockig aus dem Handgelenk töten. Eine besonders hohe Stufe hat er auch nicht. Von daher, Solaufein ist, wenn es hochkommt, ein Standardkrieger, den wir so als Gegner entgegengeschmissen kriegen. Aber er ist bei weitem kein besonders starker Gegner. So, dann würde ich sagen, wir speichern an der Stelle auch noch einmal. Und ich gehe dann nochmal hier hoch. Ah ne, ihr müsst Ich habe euch aus der Ferne beobachtet. Ach, der Widder. Eure Offenheit, Anmut und Grazie haben meine Sinne recht nachhaltig benebelt. Ich bin sicher, es gibt etwas, das ihr schätzt, Edwin. Für einen Teil Das gibt hatten es wir nur aber schon einen mal. in seiner Welt. Sich selbst. Ach was, Schätzchen, Unsinn. Der Ruf meiner Verwandten stammt aus nicht vertrauenswürdigen Quellen, wie auch die Dunkelelfen ein Opfer grausamer Machenschaften der Unwahrheiten sind. Vielleicht, Magier, vielleicht. Im Gegensatz zu euch bin ich allerdings ausgestoßen von meinem Volk. Und der Verlust eurer Brüder ist unser Gewinn und dazu ein schöner Gewinn. Das bringt euch nichts mehr zu schmeicheln, Mann. Ich sag euch, wann ihr so zu mir sprechen dürft. Okay. Das hatten wir aber, glaube ich, schon. Dieses Palaver. So. Die Tür ist durch starke Magie geschützt. Wenn ihr einfach so hindurchgeht, bedeutet das euren sicherer Tod. Ihr werdet also einen Schutzstäbe finden müssen. Okay. Haus Jalette war das. Und wie sieht's hier aus? Oh. Ah, nee, Quatsch, genau. Das kommt erst später. Ich hoffe nur, dass sie mich jetzt mal endlich mal arschwätzen, weil du müsst mal bald einer hergewackelt kommen, der mich abbabbelt. Anscheinend noch nicht. Na gut, dann bringen wir das Zeug echt mal zu Verehrer. Vielleicht kommt es ja dann erst. Ich glaube, das kommt erst, wenn wir zum Tempel der Lolth unterwegs sind. So, Verehrer. Ihr schon wieder. Ah, ich sehe, ihr habt dass ihr sein Piwafwi tragt, Weltrin, mein Liebling. Solaufein ist tot, ja? Natürlich, er ist tot. Hier, her damit. Alle Liebe ist Narretei. Das habt ihr gut gemacht, Weltrin. Ihr habt euch euren Ehreplatz in dem Haus durch euer treue Dienste redlich verdient. Und die sind natürlich ein nicht zu End. Zunächst muss ich euch alle sprechen, Weltrin. So. Alleine, ha? Ihr schon wieder. Ihr seid überaus nützlich, Weltrin. Ihr seid ein starkes und mächtiges Männchen, wie geschaffen für mein Bett. Ihr werdet eine Weile hier bleiben und mich verwöhnen. Kommt. So, die Sache ist jetzt die, da ich mit Viconia zusammen bin, könnte ich jetzt natürlich all ihr Vertrauen wegwerfen und sagen, nix lieber als das. Oder, ich weise sie ab. Und das geht relativ elegant sogar. Ich kann nicht, Verehrer. Was meint ihr mit ich kann nicht? Ich befehl's. Warum sträubt ihr euch? Weil ich das nicht will, ist falsch. Weil ich einer anderen gehöre. Das ist zwar richtig, aber ist auch nicht von Akzeptanz. Also wird auch nicht akzeptiert. Weil ich es meine, wie ich sag. Ich kann nicht. Ist es irgendeine körperliche Unzulänglichkeit? Ihr macht wohl Witze. Das ist kein Witz. Ich bin, naja, na gut. Ich bin also ein Eunuch. Wir werden das keine Problem lösen, aber jetzt habe ich wohl keine Zeit. Ich habe aufgestanden etwas mehr Männlichkeit erwartet, Weltrin. Bah, ist ja egal. Es ist an der Zeit, euch der Mutter Oberin vom Haus Despana vorzustellen, Weltrin. Mutter Adulace ist ganz begierig, das Männchen zu sehen, was so viel für Ostenata geschafft hat. Ihr geht jetzt in den Tempel, um dort Mutter Adulace und mich selbst zu treffen. Verliert keine Zeit, Weltrin. Mutter Adulace wünscht euch auf der Stelle zu sprechen. So, mal gucken, was Viconia dazu sagt. Hallo, Viconia? Sagt mir, was zu tun ist. Ich würde ganz gerne mit dir sprechen.
Nee, hat Ich nichts zur warte, Sache. bin dabei. Okay. Ich glaube, die hätte wohl auch nur was gesagt, wenn ich wirklich das Angebot Wenn es denn angenommen sein hätte. muss. Naja. Ist vielleicht aber auch besser so für mich und meine Gesundheit, weil Viconia reist noch weiterhin mit mir. Deswegen ist wohl besser so. Dann, wenn ich nicht morgens mit dem Dolch im Rücken oder so aufwachen will oder mit durchgeschnittener Kehle, ist es wohl besser, Viconia nicht zu betrügen. Und da liegt immer noch der Augentyrann rum, beziehungsweise der Betrachter. Dann sprechen wir doch mal mit den Mütter-Oberinnen, beziehungsweise mit nur einer, mit Mutter Aduleis. Die Anführerin vom Haus Despana. So, dann Gute gehen wir mal Idee, das vor. mir zu übertragen. Und hier Schon ist er. wieder. Ah, das seid ihr, jo. Mutter, das ist das Männchen, von dem ich euch berichtet habe. Weltrin. Ich kann gut genug sehen, dummes Mädel. Denkt ihr, ich sei blind? Ich kann nichts Besonderes an ihm erkennen. Was fasziniert euch so? Mutter, er kämpft hervorragend und nur er ist in der Lage, im Haus Despana bei der Lösung von seiner anderen Probleme zu helfen. Das soll er sein. Elitide, Augetyranne, Gnome und der mächtige Solaufein. Seid ihr sicher? Irgendwie sieht er der aus und irgendwas ist merkwürdig. Ich bin davor, Mutter. Er könnte von großem Nutzen sein. Vielleicht. Lassen uns einen Beweis verlangen, wenn er von Despana derart bevorzugt wäre soll. Ihr, ihr seid Weltrin, oder? Obacht! Der Aare-Tyrann, den ihr umgebracht habt, als ihr aus der sogenannten Stadt kamt, war nicht der richtige Sorte. Ich habe ein Mädel gesagt, welche Sorte ich benötige, und der war nicht der richtige. Aber Mutter, halt die Gosch, Mädel! Ich werde ja Lüge nicht schlucken. Noch ein Wort und ich schicke euch in die Grube von Lolth. Würden ihr so schnell wieder mit der Drinne zu tun haben wollen, Mädel? Und jetzt, Weltrin, ihr habt euch als kompetent erwiesen. Das ist gut. Das Haus Despana braucht Kompetenz. Das ist selten die Eigenschaft, wenn man von Dummkäpp umgeben ist. Haus Despana ist auf dem besten Weg, sehr bedeutend zu werden, Weltrin. Ihr könnt euch uns anschließen. Mutter Lolth erkennt die erfolgreiche A. Aber ich benötige etwas sehr Seltenes, um den Weg zu beginnen. Ihr könnten sie mich besorgen. Ich werde euch die Aufgabe übertragen und sie, ob es euch gelingt, Despanas Gunst zu erlangen. Ich brauche das Blut von einem unserer Nachbarrasse, Weltrin. Nur die edle Rasse und das Blut von einem ihrer mächtigen Mitglieder. Gefährliches Unterfangen. Euer erste Möglichkeit ist das Blut von einem älteren Betrachter. Mächtigste der Augentyranne zu besorgen. Entweder das Blut oder das Ach. Ich habe das närrische Mädel drum gebeten, aber es ist ihr nicht gelungen. Mir angenommen, dass der Spelljammer-Tyrann ein älterer Betrachter ist. Ich schwöre euch, dass er mir die Spione berichtet. Sie müssen übertrieben haben. Halt die Gosch! Ihr hätten selber überprüfen müssen, Mädler. Vertraut ihr alles auf die Person, wenn es um Stärke und Verstand geht? Nee, Mutter. Genug. Sollten ihr der ältere Betrachter suchen wollen, wenn er in ihre Tunnel im südöstlichen Teil von der Haupthöhle zweifellos ein Erfinder. Andere Möglichkeit besteht für euch drin, das Blut vom ältesten Hirn der Elitite oder dem Prinze der Kuatoa zu besorgen. Beides ist genauso schwierig wie das Auffinden vom älteren Betrachter. Das älteste Hirn wird in der Stadt der Elitiden bewacht, durch die südöstliche Höhle hindurch. Eine alte Ruine von der Kuatoa liegt in der westlichen Höhle und wird von einem verrückten Prinz regiert. Und jetzt geht Weltrin, bringt mir das Blut von einer von den Kreaturen. Das Haus Despana wartet auf eure Kehr, aber trödelt nicht. Das ist mein Befehl. Interessanterweise braucht sie halt nur eins und nicht alle drei. Aber trotz allem lohnen sich halt alle drei Tunnel zum Plündern. Und ich finde persönlich, die Elitide waren am schwierigsten. Der Kuatoa-Prinz war eigentlich absolut gammelig. Ich habe schon einen älteren Betrachter ausgemacht. Ich habe ein bisschen von seinem Blut hier. Ich habe eigentlich sein Ach, aber egal. Ich habe bereits einen Teil des Blutes des ältesten Hirns mitgenommen. Als ich früher einmal in der Stadt der Elitiden war, reicht das aus? Ihr habt schon? Ja, habt ihr. Ich hab meine Zauberkraft eingesetzt, um das Blut zu spüren, aber ich hab nicht dran gedacht, bei euch denn hochzugucken. Ihr habt das Blut, ihr habt's geschafft, wirklich außergewöhnlich, Weltrin. Die Spinnekönigin lacht und sah. Unser gewagtes Spiel bleibt nicht ohne Folge, Tochter. Euer Champion hat uns das Blut gebracht, was wir brauchen. Aber wir kriegen alle drei Gegenstände weggenommen. Preist Lolth, das Ritual kann beginnen. Despana wird ohne Zweifel als dominierendes Haus über Ustnata herrschen. In der Tat. Aber wir müssen vorsichtig sein, Tochter. Immer vorsichtig. Das Ritual könnte gestört werden, bevor es abgeschlossen ist. Das Silberne könnte uns gefährlich werden. Wollt ihr die Stadt abriegeln, Mama? Jo.
Ihr könnt nicht von außen gestört werden. Ich werde jetzt gehen und die richtige Vorbereitung treffen. Das sollte in der Tat ein großartiger Tag werden. Weltrennen, ihr habt im Haus des Panner der größte Dienst erwiesen. Ihr werdet ein Mensch ohne das Gleiche sei. Reichtümer und Sklave sollen euch gehören. Ich werde mich darum kümmern, sobald das Ritual beendet ist. Jetzt ist die Zeit für euch, komme euch auszuruhen. Es gibt nichts mehr, was ihr unter Beweis stellen müsst. Ich bin noch nicht fertig mit euch, Weltrennen. Kommt in mein Privatgemächer. Ich erwarte euch dort in einer Stunde. Das ist kein Bitter. 22.000 Erfahrungspunkte gibt's pro Person. Abdel Adrian kriegt noch eine Stufe. Heieiei. So, dann steigen wir die Stufe doch mal auf. Das gibt dann noch Schadensfaktor für hinterhältigen Angriff erhöht um -2. Heieiei. Gesundheit Hugo, der gerade dort wieder genießt. Zusätzliche Fähigkeitenpunkten hier wieder 15, 2 Trefferpunkte und 3 Sagenkunde. Alles klar. Dann würde ich sagen, leise bewegen machen wir nochmal 5 Reihe. Fallen finden können wir auch nochmal 5 Reihe machen. Und Schloss öffnen wir mal auf 160 hoch. Jetzt sind wir Meuchelmörder auf 23. Stufe und können immer noch aufsteigen. Also das ist schon gewaltig. Edwin ist hoffentlich auch bald soweit. Das wird bei Edwin nämlich auch sehr interessant. Wenn der weiter aufsteigt und weitere Stufe 8 oder gar 9 Zauber kriegt. Aber ich glaube, bei Stufe 17 kriegt er noch Kenner. Ich glaube, der kriegt erst ab Stufe 18 sei Stufe 9 Zauber. Wobei Stufe 23 echt schon richtig hardcore ist. So, wann kommt denn... Ah, das können die Personen sein, genau. Muss man sich entweder mit den Büchern der Magie befassen oder in den richtigen Betten beliebt sein. Halt, Freunde, habt ihr... Ich habe von eurer Tapferheit gehört. Vielleicht seid ihr in meinem Vorschlag interessiert? Wer seid ihr und was wollt ihr vor allem? Ich bin Visage. Ach, ein lustiger Name. Ein Kaufmann von einiger Bedeutung in der Stadt, obwohl ihr wahrscheinlich nicht von mir gehört habt, da ihr Neuankömmling hier seid. Naja, egal. Ich stelle fest, dass ihr neben anderer Sache auch gut mit Magie ausgerüstet seid. Deswegen habe ich mit angenommen, dass ihr vielleicht am Kaufen und Gegenstand Interesse habt, der in meinem Besitz ist. Seht es in dem goldenen Seil, was ich hier habe. Das ist ein Relikt, dem nicht wenig Kraft innewohnt. Ihr könnt es kaufen natürlich, wenn ihr Interesse daran habt. Es kommt drauf an, was vermag das Seil? Naja, was das vergoldete Seil kann und wofür man es benutzen kann, das sind 2 verschiedene Dinge. Das ist eine kurze Erklärung notwendig, damit ihr versteht. Na dann, Babbelmol. Um seinem Wert Glaubhaftigkeit zu verleihen, müsst ihr als erstes wissen, dass das Seil ein berüchtigter Charlaxel gehört, bis ich es gestohlen habe. Ihr wisst, von wem ich spreche, nicht wahr? Charlaxel? Nee, ich glaube nicht, dass ich das schon mal gehört habe. Nee, das ist ziemlich merkwürdig. Ich habe gedacht, dass alle Drowden-Söldner Charlaxel kennen würden. Aber egal, alles was ihr wissen müsst, ist, dass er mächtige Zauberkräfte in seinem Besitz hat. Oder zumindest gehabt hat. Das vergoldete Seil hat ihm wohl gehört. Und soweit ich gehört habe, hat er während seinem Aufenthalt in Ustenata schmerzlich das Seil vermisst. Traurig wirklich, aber es ist nicht meine Schuld. Was ist denn dort traurig? Wie man sich erzählt, kam Charlaxel im Auftrag vom Hause Charlat dort hier, um im Kampf gegen das Haus Gilish zu helfen. Das war eine Blutorgie, die sogar Lolth zufriedengestellt hätte. Jedoch bei den Opferungen, die gefolgt haben, weigerte sich die Oberin von Charlaxel zu bezahlen, was er damit begründet hat, dass der Dienst, den er der Spinnekönigin leistet dürfte, Bezahlung genug sei. Man hat erzählt, dass Charlaxel sich nicht nur verbeugt und ging, während das versammelte Haus ihn verspottet und die Kunde von seiner Dummheit verbreitet hat. Sich nur verbeugt hat, so rum. Was hat es mit dem Seel zu tun? Charlaxel entwarf einen Racheplan. Er wollte Schutzsteher an sich bringen, der ihm Zutritt zum Haus Charlotte verschaffen wird, sodass er sich revanchieren könnte. Aber der Schutzsteher wurde von dem alten Gründer von Ustenata aufbewahrt und gewisse Dyrex, ein mächtiger Leichnam, der im Magierturm lebt. Das Seel hier hätte Charlaxel vor Dyrex Zauber geschützt. Ich hab das echte Seil jedoch gegen Fälschung ausgetauscht. Charlaxels Leid wurden vom Leichnam gefangen genommen und der Gauner wurde wegen seinem Misserfolg von der Stadt ausgelacht. Das hier ist jedoch das richtige Seil. Mit ihm wird ihr immun gegen Dyrex Macht und könnten der Magierturm plündern, wie euch gefiel. Stellt euch die Möglichkeit davor. Und wie viel verlangt ihr dafür? Nicht viel, nur 1000 Goldmünze, sonst gehört euch mein Fürst. Bitte, kriegst. Hervorragend, das ist eine Erleichterung. Ihr sollt eigentlich in der Lage sein, den Magierturm zu gelangen, obwohl ich Dyrex nicht angreifen wird, wenn er sich vermeiden lässt. Naja, viel Glück. Aber die hat jetzt auch gesagt, innerhalb von einer Stunde, deswegen lasse ich die jetzt erstmal nicht so warten. Hoppla. Ich bin nicht ganz schön erschrocken. Tasokala, hey ihr du, unwürdiges Männchen, Lolth will euer Dienst in Anspruch nehmen. Wie eine Sekte blasphemischer Verehrer von Gaunador zerschlagen. Das ist der Schleimgott.
Aber sie sind geflohen und lehnen sich gegen unsere Rache auf. Wir werden die südliche Ecke der Stadt vorrücken und sie auslöschen. Wir werden keine heidnische Götter im Angesicht von Lolths Kinder erdulden. Jawohl. Ihr redet erst dann, wenn man euch frucht. Jetzt geht und erfüllt den Wunsch von Lolth. Sie verlangt's. Statt einfach nur zu hätte ich nicken sollen und mich umdrehen sollen oder was? Also, sorry, aber ich bin gerade für die Tochter hier unterwegs. Veltrin? Gut, ich habe einen Plan. Einen Plan, der mich zum Kopf vom Hause Despana macht, wenn wir unseren Platz als rechtmäßig regierendes Haus von Ustnata einnehmen. Ihr spielt in meinem Plan eine Rolle. Ohne euer rechtzeitiges Erscheinen hier wäre nichts von allem möglich. Tut, was ich sage und euer Belohnung wirkt unermesslich sei. Lehnt ab und... Naja, warum sollten ihr ablehnen? Ihr könnt dabei nur alles gewinnen, Veltrin. Alles. Der Plan kann nur zum Erfolg führen, wenn ihr die Mutter Oberin betrügt. Wollt ihr das tun? Eure Antwort will überlegt sein. Ich würde zuerst mal gerne wissen, was ich überhaupt machen soll. Nee, es gibt viele Einzelheiten, die ohne euer grundsätzliches Einverständnis nicht gesagt werden können. Ich will zuerst von eurer Lippe hören, Veltrin. Na gut, ich bescheiße. So wie ihr es verlangt. Gut, dann müsst ihr bei mir an meinem Plan helfen und ihr werdet entsprechend belohnt, wenn ich mal die neue Mutter Oberin bin. Ihr habt gehört, als die Mutter Oberin vom Ritual gesprochen hat, die Mutter wird dabei einen Dämon von unvorstellbarer Macht beschwören, Veltrin. Er wird der Drow bei unserem Angriff auf die Elfe der Oberwelt helfen. Einem Bewohner der niederen Ebenen auf die Elfen loslassen. Die Verwendung der Eier fängt an, einen Sinn zu ergeben. Warum Irenicus sich in die Angelegenheit einmischt, bleibt jedoch ein Rätsel. Das Auge vom älteren Betrachter und das Blut vom Kuatoa sind Bestandteile von dem Ritual, um die Aufmerksamkeit von Dämon zu erregen und ihn zu uns zu bringen. Doch damit nicht genug. Das Haus Despana verfügt über die Eier vom Silberdrache. Das Silberdrache übrigens, der die Stroß zur Oberwelt bewacht, die wir Drow vor so langer Zeit hinabgestiegen sind. Wir halten die Eier gewissermaßen als Geißeln, denn sie werden das Silberdrache davor abhalten, einzugreifen. Besser noch, die Mutter will so einem Drache... ein Dämon, nicht ein Drache. Ein Dämon als Preis für seine Hilfe anbieten. Ach, wenn hier Drache steht. Welcher Dämon könnte da widerstehen? Das Haus Despana hätte den Weg für den Krieg freigemacht und sein mächtigste Krieger beschworen. Wir werden das alles überragende Haus sein. Aber nirgendwo steht geschrieben, dass ausgerechnet Mutter Aduleis die Mutter Oberin von so einem mächtigen Haus sein muss. Geht in die Schatzkammer, Veltrin, stehlt die Drache-Eier und tauscht sie gegen überzeugende Fälschungen aus, die ich vorbereitet habe. Dann bringt ihr die richtige Eier zu mir. Die Mutter wird dem Dämon die gefälschte Eier anbieten und die mit dem Leber bezahlen. Dann werde ich ihm die echte anbieten. Das Ritual wird vollendet und ich werde Mutter Oberin. Hier sind die Schlüssel für die Schatzkammer und die gefälschte Eier. Nehmt sie. Kehrt mit dem echten Gelege zurück, bevor das Ritual beginnt. Ich warne euch, die Wache werden versuchen, euch in der Schatzkammer aufzuhalten. Wenn sie euch entdecken, tötet sie nur, wenn es sein muss. Verwendet die Kunst des Schleichens, Veltrin. Und jetzt ist gut. Gut, dann haben wir hier... gefälschte Dracheneier Verehrers. Du hättest jetzt noch Solaufeins gegeben, wenn wir jetzt zum Tempel der Lolth zurückkehren. Wäre Solaufein in dem Dimensionstor erschienen und hätte uns nochmal gefälschte gegeben, mit denen wir dann Verehrer betrügen könnten. Das sind die gefälschten Dracheneier, die ihr von Verehrer erhalten habt. Und hier haben wir noch Despanas Schatzkammerschlüssel. Der Schlüssel, den ihr von Verehrer habt, wird euch den Zugang zur Schatzkammer des Hauses Despona ermöglichen. So, den können wir jetzt auch wieder anlegen, weil der Piwafi haben wir ja nicht mehr. So, das Beschwörungsritual der Drow ist jetzt unsere Aufgabe. Aber wir haben hier auch noch was zu erledigen. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier erstmal die Schleimlinge platt. Und dann klettern wir hier nochmal in Dyrex Turm rein. Das ist der hier, genau. In Dyrex Turm geht es dann auch wieder. Und ich werde nochmal ein bisschen was ausprobieren bei dem Ritual zum Schluss. So, Moment. Pam, 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 pam. Und so. Das sind die Anführer der Priester. Für den Fürsten des Schleims. Wir werden Folge oder Falle. Aller Hopp, wem es Spaß macht. Gut, die ist kaputt. OTX können, obwohl, nee, kommt, die Magier sind eigentlich etwas wichtiger gerade. Beziehungsweise Priester. Du kannst dich drum kümmern, Korgan. Der Relona. Und ihr könnt die OTX vernichten. Okay. Wir hatten doch noch Gegengift, genau. Das machen wir nämlich so und so. Edwin, du schluckst jetzt bitte dieses Gegengift. Und schluckst noch den Heiltrank dann später, wenn möglich. So, sehr schön. Die sind alle kaputt und jetzt alle auf die OTX.
Gut, 5000 Erfahrungspunkte bringen die auch. Und dann machen wir noch den Grünschleim und Grauschlick und Ockergalat platt. Ich stehe euch. Vikonia, hilf mal Edwin. So, ihr macht hier weiter. Und weiter geht's auf den. Und ihr kümmert euch um den Ockergalat hier. Okay, jetzt gehen wir nochmal zusammen auf der Ockergalat, Grauschlick und nochmal ein Grauschlick. Widerwärtig hier. Fühlt meine Hand. Okay, Vikonia, du heilst jetzt mal deinen Lava. Mit Krankheiten heilen, so rum. Du guckst jetzt mal. Oh Gott, der ist lahmarschig ohne Ende. Der hat nur einen Stab. Pflege, Draw Elfenkettenhemd plus 3. Und Draw Elfenkettenhemd plus 3. Alles klar, gut. Dann sammeln wir uns erstmal hier, weil wir haben ja auch das goldene Seil noch irgendwo. Da ist es. Vergoldetes Seil. Ein Stück glattes goldenes Seil, das zu Handfesseln geknotet wurde. Visage hat gemeint, dass es euch vor der Magie des Leichnams Direk schützen würde. Okay. Der Sieg wird unser sein, ihr wisst das. Natürlich weiß ich das. Und sobald alle Leute versammelt sind... Oh Gott, diese scheiß Schleime mit ihrem Verlangsamer. Mache ich hier noch eine Massenheilung. Und dann heile ich nochmal Abdel Adrian mit schwere Wunden heilen. Dann dürfte das auch wieder genug sein. Ich warte. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal runter in den Turm vom Leichnam und gucken uns mal an, was der Hansel so für uns parat hat. Und das Seil scheint die Schutzzeichen zu deaktivieren. Ihr könnt eintreten, wenn ihr wünscht. Perfekt, machen wir doch. Und was haben wir hier? Dieser Ort wird euer Grab werden. Bah, noch mehr Fleischlinge, die mich stören wollen. Was ist? Ihr habt die verdrehte Kordel in eurem Besitz. Was? Sie wird euch nichts bringen, Dummkopf. Okay, jetzt landen wir hier direkt vor dem Leichnam. Was macht der so Hässliches? Hoppenla? Nur ein toter Oberweltler ist ein guter Oberweltler. Du ist Jarlaxle persönlich. Ah, es hat funktioniert. Ich war mir nicht sicher. Die Dinge haben die Tendenz nie so funktionieren, wie man sich das ausgerechnet hat. Das ist halt das Berufsrisiko, wenn man improvisiert. Da müsst ihr Jarlaxle sein. Das ist ja was ganz Seltenes, jemand zu begegnen, der so berüchtigt ist wie ihr. Ja, genau der. Ich bin wahrlich ganz entzückt, Marcelli Dame. Jarlaxle, da hat Visage gelogen. Das Seel hat nicht funktioniert. Gelogen? Oh, das ist ziemlich brutal ausgedrückt. Visage. Visage, seid ihr irgendwo hier? Und da ist er. Um es als Mann zu etwas zu bringen, Ich bin hier muss man Hauptmann, sich zu eurer entweder mit den Verfügung. Büchern der Magie befassen Ja, oder das in kann den ich sehr. richtigen Erlaubt mir euch mal Betten beliebt Leutnant Visage vorzustellen. Visage, ich bin sicher, dass ihr Weltrennen bereits kennt, ja? Sagt mir, habt ihr ihm Lüge aufgetischt? Hab ich nicht, Hauptmann. Das habe ich mir auch nicht gedacht. Visage hat gesagt, dass euch das Seel vor der Eikerkerung durch Direk schützen wird. Und das hat's auch getan. Ihr seid doch hier und nicht in kleine höllische Unterebene gefangen, oder? Das hier ist eine Taschendimension und das Hauptquartier von der Brigandate, meiner Söldnergruppe. Ich habe gehofft, dass euch das Seel hierher bringen wird und ich sehe, es hat funktioniert. Willkommen, Weltrennen. Warum all die Geheimnistuerei? Ich wollte bis ob ihr dem Leichnam wirklich gegenübertreten würdet. Nennt's einen Test des Muts, wenn ihr es wollt. Da der Großteil von meiner Männer durch den Leichnam eingekerkert wurde, bleibt mir ja kaum jemand übrig, der das tun kann, was getan werden muss. Und ich kann schließlich nicht auf gut Glück jemand froher, oder? Und was muss getan werden? Ihr wollt euch ohnehin gerade mit dem Leichnam anlegen, bevor er euch in die Ebene geschleudert hat. Ich will von euch nur, dass ihr etwas aus dem Besitztum vom Leichnam beschafft. Etwas, was mir gehört. Schutzstein fürs Haus Gelat? Nee, selbst ich weiß, wenn ich damit aufhören muss, einen Plan zu verfolgen. Meine Männer haben oberst die Priorität. Der Leichnam besitzt zahlreiche Edelsteine, denn die Seele von meinen Männern gefangen sind und ich mag die zurückhaben. Ob ihr den Leichnam tötet oder nicht, überlasse ich euch. Wenn ihr ihn tötet, könnt ihr den Turm vermutlich von ober bis unter ausplündern. Aber wie ihr es genau an die Edelstadt kommt, das ist mir völlig egal. Sobald ihr alle Edelsteine habt, werde ich das Seil verwenden, um euch zurück hierher ins Hauptquartier zu befördern. Ist doch ganz einfach, oder? Seid ihr bereit zu gehen? Was hab ich dafür?
Ach ja, wir sind jetzt in der hilflos in der Luft herumfuchteln Phase, oder? Wie sag ich habe euch doch gesagt, ihr sollt mir Bescheid sagen, wenn wir bei der Phase ankommen. Entschuldigung, Hauptmann, Versehen meinerseits. Schon vergeber. Nun aber wieder zu euch, liebe Freunde. Ich denke, ihr werdet richtig drauf brennen, die Aufgabe zu erfüllen. Ihr wollt doch nicht, dass eure wahre Identität enthüllt wird, oder? Abdel Adrian? Ah, jetzt guckt mich nicht so böse an, Abdel Adrian. Ich bin mir sicher, dass es euch gelingen wird, die Edelstädte zu beschaffen, sodass ich nicht zum Äußersten gehen muss. Und wenn es euch gelingt, Direx zu töten, könnt ihr im Turm treiben, was ihr wollt. Ihr könnt euch sogar den Gelat-Schutzstäbe schaffen und oder mit Haus Gelat ausrauben, wenn es euch Spaß macht. Das ist doch ausgezeichnet, oder? Ich möchte nur sicher gehen, dass ihr die Edelstäbe innerhalb von einer vernünftigen Zeitspanne findet. Wie lange wäre angemessen? Was sagt ihr, Visage? Eine Stunde? Vielleicht ein Tag, Hauptmann. Mir ist nicht eilig. Ausgezeichnet. Abdel Adrian braucht sicher nicht so viel Zeit, aber ich will sicher gehen. Ihr habt einen Tag Zeit, um mal Edelstäbe zu beschaffen. Abdel Adrian passt bloß auf, dass er das Silent verliert. Ihr werden's brauchen. Man zieht sich und richtet im Leichnam doch einen schönen Gruß in mir aus. Okay. Jetzt geht's wieder zurück hier. Und wir könnten noch Morai gehen. Deswegen speichern wir hier. Und ich watschel jetzt hier noch Morai. Das will ich auf jeden Fall heute noch erledigt haben, den Leichnam. So, jetzt auf ihn mit Gebrüll. Und ich würde ganz gerne Tagesstern dann ausrüsten. So, so. Und so. Okay. Der macht wahrscheinlich wieder zuerst Zeitstopp. Und... Scheiße. Er kam durch. Er kam durch mit dem Mist. Boah, der macht Betäubung. Wahrer Blick. Symbol der Furcht. Wahrer Blick. Symbol Tod. Das hat Edwin zerfetzt. Moment. Den muss ich jetzt aber wieder zurückholen. Sehr schön. Edwin, geht er mal wieder zu deinem Schampel. Und die ziehen wir zum Schluss an. Zack, zack. Das ist immer etwas ätzend, wenn unseren Magier wieder bezaubert werden muss. Weil, ah Mann, das ist immer etwas nervtötend, sowas. So, so. Nee, Quatsch, das hatten wir doch hier so drin. Genau. Und zack und zack und zack. Wobei wir das Gegengift auch wieder zurückschmeißen können. Komm. Das können wir auch genauso gut durchschmeißen. Und hier haben wir noch was. Und da haben wir noch was. Und Autismus for the win. Deswegen machen wir das so. Und der kommt hier wieder rein. Und den können wir auch behalten. Okay, der ist wieder auf dem Damm. Jetzt alle auf Direx. Damit er beim Zauber weiter hier unterbrochen wird. Der soll schön seine Fehlschläge beim Zaubern haben. Oh Mann, schon wieder Edwin. Ach scheiße, Mann. Da müssen wir halt die letzte Ladung jetzt auch nochmal dafür vergeuden. Wenn es denn sein muss. Edwin. Ja? Du weißt, was du tun hast. Meine Fresse. Zum Glück habe ich die Zauber nicht nochmal erneuert gerade. So, jetzt aber nochmal fix. Das ist schon etwas nervtötend. Und so. Und Reihe. Das musst du noch rein. Ja, das ist etwas nervtötend, immer mit diesen Nekromanten zaubern. Und der kommt hier und der kommt dort hier. Und jetzt aber richtig. Machen wir es kurz und So. Auf ihn wieder. Oh, scheiße. Komm schon, komm schon. Gewitter erleiht. Das hat dann Ifrit noch beschworen. Und Korgan weiter hier auf ihn. Wow. Edwin, raus hier. Ihr alle auf diesen Ifrit. Nur Korgan weiter hier auf den. Und Abdel Adrian braucht dringend einen Trank, würde ich sagen.
Zack und zack. Abdel Adrian. Nimm den Trank. Und Ruf und Wetter. Und Edwin weiter hier auf den Leichnam. Der Schutz hält nämlich auch nicht ewig. So. 22.000 und Edwin hat ein Level gekriegt. Oh, 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 oh. Geh weg, geh weg, geh weg. Gewitter erleiht. Gewitter erleiht. Jetzt holen wir uns hier noch das Zeug. Charlotte, Schutzstein und Zahn eines Leichnams. Haben wir auch noch. Das ist ein Zahn des Drow-Leichnams Dyrex. Der Zahn dient als Schlüssel für zahlreiche Türen in der Behausung des Leichnams. Und hier haben wir noch. Mit dem Schutzstein könnt ihr in Haus Gelad Einlass erlangen. Die Schutzzauber auf dem Haus sind so stark, dass es völlig unmöglich ist, sie ohne diesen Schutzstein zu überwinden. Huiuiuiui, das machen wir jetzt aber auch noch fix. Magierzauber 7 und 8 kriege ich noch dazu. Sowie ein Trefferpunkt. Ich muss sowieso nochmal durch den Magierzauber Furchtbann machen wir noch und Spiegelbild machen wir nochmal rein. Hier auf jeden Fall nochmal einen Feuerball. Hier packen wir nochmal die Geisterrüstung rein. Die kriegen wir ja sowieso immer genommen, wenn wir sterben. Auf Stufe 7 würde ich Sache Untote befehligen oder macht Betäubung. Rubinroter Strahl der Aufhebung ist eigentlich auch gar nicht mehr so verkehrt. Kelpnis parierende Peitsche. Schutz vor Elementen. Das klingt doch eigentlich auch ganz gut. So, dann machen wir hier auf Stufe 8. Haben wir alles soweit drin. Irrgarten könnte man theoretisch auch einmal raus. Symbol der Furcht, Symbol Betäubung. Ich finde Symbol Betäubung ist echt nicht schlecht. Oh, der macht Blindheit. Nö. Machen wir das so. Perfekt. Okay. Dann würde ich auch noch sagen, wir stellen uns nochmal in die Mitte und machen nochmal eine Massenheilung. Perfekt. Und Edwin habe ich nicht, aber weil es so schön ist, machen wir immer nur Furchtbann, damit unser Anomen hier nicht rumflitzt, wenn er wieder bei Sinne ist. Und ich warte jetzt ab, bis der sich aus seiner Betäubung gelöst hat. So, in der Zeit plündern wir brav, bis der wieder aus seiner Betäubung raus ist. Sodele, peng, 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 peng. Und das ist eigentlich alles Quatsch, aber wir können es auch gerne wieder aufnehmen. Das kriegt er auf jeden Fall auch noch spendiert. Und ich hoffe, Anomens Bann bricht auch bald. Jawohl. Und dann mache ich nämlich an der Stelle meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.